Hat hier jemand einen Strahlenhelden bestellt? Hm? Bei Fire Emblem Engage ist alles möglich. Ja, da oben ist Ike. Was? Gib mir dein Bestes? Okay. Also dann. Jo, läuft. Kurz durchgängiger Spezielles. Kohle, okay. Purgativ zum Heilen. Stahlaxt. Stahlaxt, Stahlschwert. Kohle. Stahl. Stahl. Stahl, Stahl. 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 Schwer. Heilen. Elfendonner, gefährlich. Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Ike, gefährlich. Sonst auf die Waffe gucken bei ihm einfach. Oh, scheiße, Ike, gefährlich. Elfenlicht, ist eigentlich auch gefährlich. Elfendonner bekommen wir, war aber da richtig gesehen? Ja. Stahlbogen, Stahlaxt. Okay, Freunde. Wir gehen ins Eingemachte. Die sollen sie attackieren. Haben noch eine Chance für... War ein Rittertod hier? Nee, war. Da kommen vor allem so Lanzentypen. Ich glaube, da gehe ich lieber auf die Meißellanze. Silberlanze, noch besser. Die soll unten abblocken. So, Bündnis mache ich nachher. Wir erstmal gucken. Haben wir da unten ein paar Ritter gesehen? Ja, doch. Ja, wobei die... Scheiße, natürlich. Axt und Schwert. Okay, wenn die mit Axt und Schwert kommen... Warte mal. Ich kann eigentlich sowieso nur einer angreifen, wa? Also kommt eigentlich nur der mit der Stahlaxt. Ich kann aber 2 Felder durch soll. Jetzt kann mich eh nur einer angreifen. Ja komm, ich mach 2 Felder. Und mit dem Schnitter. Mit Lynn. Ja, da kommen wir vielleicht. Ja, wobei, ja, ich bin den Trottel natürlich engagieren können hier hin. Oder direkt hier hin und dann Doppelgänger einsetzen. Andererseits, es sind nur normale Stahlwaffen. Keine Waffen, wo ich jetzt irgendwie einen Vorteil hätte. Das bringt mir also jetzt nicht so viel. Hingegen hier. Ja, da sollen sie angreifen. Hier wird direkt mal... Lass es durchbrechen, wo. Oh, Bruchgewand zerstörbar. Ups. War gut zu wissen. Ganz ehrlich, ihr könnt bei ihm gar nichts. Sorry, aber... Dass man so sagen muss, aber ihr seid ihm schutzlos ausgeliefert. So, sogar 40 Verteidigung, da kommt doch keine Sau von denen durch. Ich könnte sogar einen Schmetterschlag machen, aber dann kill ich direkt alle. Ja, komm, ich bleib hier. Die müssen erstmal hier hinkommen. Die machen alle keinen Schaden. Ich habe 40 Verteidigung, die können mir gar nichts. So. Ich mache hier im Gegenzug direkt mal ein Bündnis. Nicht so viel, wie ich irgendwie gedacht hätte. Vielleicht mache ich es dann bei anders. Ich habe einige Engage-Felder, sehr schön. Ja, dann kann ich mir die Gegner ja aussuchen. Tja. Citrin, ich würde sagen, das Schlachtfeld hier gehört dir. Viel Spaß. Hier kannst du mit Balleffer richtig loshauen. So. Bei dir sieht es eigentlich ähnlich aus, wenn wir ehrlich sind. Da greift noch viel an. Natürlich in der Brüchgewand, das ist natürlich so ein Punkt, der einem zu denken geben könnte. Deswegen stelle ich
Diamant direkt mal hier hin, um abzufangen. Du bist hier unten, falls es dann nötig wird. Ja, Bougereau wird hier. Weil er nach Quatsch ist. Einfach da, gegen die anderen Typen. Merin schicke nach unten. Und Michael und Usina, da gucke mal, wie es läuft. Ich will nachher dann denken, dass ich mit Louis und Tiki mal nach einer Weckungsstein projiziere. Ja, wenn Louis kritet, dann weißt du, es ist vorbei. Dann ist es vorbei. Eieiei. Netter Versuch, Kleiner. Ja, sind jetzt noch ein paar gekommen, wa? Okay, dann gucken wir noch mal. Der kann nur Purgativ, der kann sonst nichts. Die kann nur bis dahin. Ich muss mir also vor allem die drei Typen Gedanken machen. Die kriege ich mit der Dreier-Kombi hier hin. Erstmal kannst du direkt von hier aus da angreifen. Der geht erstmal ihn platt. Der Ring von Balev ist so übel für den Magier. Und dabei muss man reinziehen, das ist kein DLC-Ring. Ach stimmt, ich wollte es eigentlich noch zusammen mit Ding einsetzen, wa? Muss nachher dran denken. Ich hoffe, tu es auch. So, und dann machen wir den Schlag hier. Achso, stimmt, warte mal. Engage. Immer mit Hector, hallo? Ja, sieht aus wie ein Hector. Kann immer Folgeangriff ausführen, der Gegner nicht. Auge des Sturms. Ja, gut. Vielleicht später. Oder gleich, besser gesagt, weil erst einmal muss der weg. So, warte mal. Der hat einen Stahlbogen, war scheiße. Eigentlich wollte ich jetzt ja, mit Tiki schnell einen Weckungsstein spawnen lassen. Dann machen wir schnell anders. Muss ich vielleicht trotzdem, weil ich gar nicht da so weit durchkomme. Also kurz die Fähigkeit miteinander verwechselt. Kommst du auch noch mit. Warte mal, ich hatte doch einen Bogen jetzt. Das funktioniert ja trotzdem. Ich kann aber so machen: göttlicher Segen. Gibt 7 Tage Regen. Gut, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gibt schöne Erfahrungspunkte. Das freut. Das ist echt etwas, was ich zum Teil wieder vergesse, dass halt ja durch die Embleme kriegen zum Teil eben auch krasse Zweitwaffen und so, halt auch auf Entfernung hin. Und natürlich auch einiges aus. Das sind schöne Werte. So, Merin. Kontrolliere kaum vorbei, war natürlich ein bisschen kacke.
Spielt ja gar keine Rolle? Ja, doch ein bisschen. Also vorhin hast du schon gekriegt, Kumpel. Was ist los mit dir? Das sind eine Crits hin. Silberdolch oder lieber Donnerschwert? Donnerschwert. Da gibt es einen hübschen kleinen Bruch. So, nochmal 2 Typen. Und weißt du was? Aber nur, weil wir es können. Genau, it's Engage Time. Ihr könnt normal angreifen. Klar. Vom Schnitt oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch den Meisterbogen ziehen. Oh, in dem Fall hat er ja weniger. Ihr könnt auch einen Astraldinger einsetzen, Astralsturm. Dahin zu unterstützen, nachher bin ich auf den Meisterbogen fixiert. Der ist irgendwie auch doof. Ne, gehen wir nehmen den Schnitter. Ihr seht schon, Alfred ist ein heimlicher Schwertmeister. Anders kann ich da gar nicht vorstellen. So. Dann ist soweit auch alles safe. Hier habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bammel. Aber ganz, ganz üble Typen hier. Aber ich kann das sicher irgendwie ein bisschen zurückziehen. Im Speer war für 2 Felder. So, dann können sie auch mal gegen jemanden versuchen, aber auch da werden sie scheitern. Ich meine, der bricht einfach alles durch. Panzerbrecher und Down ISO. Er ist natürlich ein Assistent, das heißt, sie müssen näher kommen, dann kann ich hier mit Tomahawk noch ein bisschen was machen. Okay. Schon krass, ist auch lieber ihn angreifen. Ich habe auch dringend irgendwie andere Speere für sie, die auch bei so fetten Typen durchgehen. Ja gut, durchbrecht die Wand, ist mir relativ egal. Critmaster Alfred ist in der Haus. Okay. Hier wäre ein Crit jetzt lustig gewesen, muss er zugeben. Was? Der hat nur irgendwie... Okay. Starkes... Aber ich überhaupt eine richtige Waffe dafür? Ah, warte mal, ich habe ein Ding. Ja, ich habe einen Rittertod. Ja, gut. Wisst ihr, was ich auch habe? Kleines nettes Donnerschwert. Die Kombi haut halt auch rein, ne? Dann kann ich hier wieder mit dem Schnitter kommen, weil da unten wieder ein paar andere Typen... Nein! Ah, Mist! Ich hab Trottel. Entschuldigung, mein Fehler. Mal ganz kurz zurückspulen. Oh. Michael, please. So, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Da oben ist eh nicht mehr viel los. Tanz der Götter nochmal einsetzen. Machen wir auch noch. Ich will aber erstmal gucken, wie das in Kombination aussieht, wenn ich jetzt neben den anderen stehe. Machen wir jetzt irgendwie eine Kombi-Attacke oder so? Kann man es anders machen, ja? Wie gesagt, muss ich von hier aus und dann
angreifen oder Kampftechnik machen. Wir testen es mal. Wir können uns ja momentan so leisten. Ich will einfach mal gucken, wie wir die Kombi mit dem Freehouse-Ring mit Byleth einsetzen können. Die müsste eigentlich irgendwie funktionieren. Da geht es auch nur mit Haus-Kombo, wa? Die kann ja nur im Nahkampf machen. Ja, okay. Wir müssen den nächsten Engage machen, Freunde. Ist jetzt mein Fehler, aber jetzt irgendwie nicht daran gedacht, dass es irgendwie so funktionieren könnte. Oder müsste, oder wie auch immer. Dann mache ich aber trotzdem Rittertod, auch wenn mir der andere nachher bricht da unten. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil der macht eh nichts. Das heißt, es kann nur ein Stahlachs-Typi. Bin ich aber den schon mal los. Die einzige Heilerin aktuell wäre Citrin, er ist nicht da, okay. Okay, er hat einen Erweckungsstein. Doch, hat er. War gar nicht mehr sicher. Auge des Sturms. Heilige Scheiße, der holt sogar beide weg. Da kommt von da oben noch. Und Magier! Mit Elfendonner. Gut, ich habe einen Erweckungsstein. Wir werden es überleben. Ich hoffe es zumindest. Alter Verwalter. Ja, ich hau ab, wa? War nicht mit euch und so. So, du hast eine Erweckungssteine schon gegeben. Gedroppt meine ich. Oh, schade. Platz tauschen. Ja, da wäre noch was. Aber hier unten bitte. Tschung, tschung. So. Dann mal hier noch gucken. Wir haben die. Du hast ja eigentlich gegen so fette Typen nichts am Start, wa? Oh komm, weißt du was? Dann ziehst du dich halt kurz zurück und dann machst du das. Mit dem Panzerbrecher, ja, wenn es geht. Dankeschön. Nur 12. Da ist natürlich auch wenig bei der Trefferquote. Das mit dem Panzerbrecher. Ist kein Schnitt oder so. Da kommt der scheiß Magier. Aber gar nicht so viel Schaden, wie ich eigentlich gedacht hätte. Ich meine, klar, ist Elfendonner, aber hätte auch mehr sein können. Der Ziele muss man können. Hä? Was ist bei dir hier los? Ich dachte eigentlich, dass er jetzt irgendwie was Krasses einsetzen würde, aber okay. Protektion, das sehe ich lieber nicht gerne. Da muss man ganz kurz in der Typen oben ausschalten. Hä? Okay.
Weg wäre er. Dann machst du jetzt mal den noch platt, bitte. Oh, ein bisschen Speed. Bin ich gar nicht dagegen abgeneigt. Im Gegenteil. So. Hätten wir die auch. Jetzt haben wir hier noch einen mit Louis. General Louis. Ich weiß nicht. Wir haben hier jetzt Citrin wieder. Nicht mehr engaged. Nicht mehr gegaged vor allem. Braucht hier aber vor allem noch irgendwie was. Eine Art Meisterschützen. Okay, warte mal. Wenn ich schon noch die Fähigkeit habe für den Astralsturm, dann direkt auch noch nutzen. Wer hat noch nicht, will noch mal. Aber keine Chance bei denen. Ich direkt mal den Magier auslöschen oder ich sage mal einfach, gut, der kann, warte mal. Bei dem da oben bringt es mir eigentlich nichts, oder? Weil der kann eh nur heilen. Doppelgängerruf wäre natürlich eine Idee. Vor allem hier hin, damit ich den anderen ablocken könnte. Ah nee, später, komm. So. Das ist auch schon mal was gemacht. Dann ist noch der Typi da. Soll ich sagen, die lassen wir vielleicht sogar erstmal ein bisschen rein, oder? Purgativ. Er hat jetzt eigentlich gesagt, dass vielleicht sogar Timera darunter geht. Den da unten reinlässt. Dann kann ich mich hier erstmal um die hier kümmern. Doppelter Schnitter könnte klappen. Nein, natürlich nicht. Wenn ich es brauche, dann klappt so ein Scheiß auch natürlich nie. Ah, und jetzt kommen wir natürlich nicht vorbei. Dankeschön, Spiel. 43% Trittchance zweimal und das funktioniert nicht. So, das ist einfach nur sehr, sehr unangenehm. Protektion. Wir kriegen leider nicht down. Wenn ich herangehen würde, würde ich einen Down kriegen. Das Problem ist aber. Aber ich muss eigentlich nur bis zu dem Feld dorthin, wa? Wenn ich wieder sie bis hierhin packe. Oder hier hin und den platt mache. Oder versuche zumindest. Sag mal. Ist der so krass, der Typ? Ja, kriegt ihr eh nicht. Was mache ich da eigentlich? Oh, nur 2x9. Was ist mit euch los, ey? Ja, und du willst kritten, wa? Das will ich sehen. Gut, ich sag's wie es ist. Zweimal wäre man es lieber gewesen, klar. Aber zur Not reicht auch einmal.
Stärke. Wozu braucht die Stärke? Okay. Nahkampffokus, Kampffertigkeit. Oh, jetzt kannst du mit Fäusten agieren. Ah, deswegen die Stärke. Ich verstehe. Nee, warte mal. Ich will eigentlich nicht hier hinstellen. Ist natürlich gerade direkt mit dem Donnerschwert an. Geht natürlich auch. Da heult das Wolfi. Du. Ich kann zunehmend noch den Typen da oben platt machen. Der andere kommt mit der Axt. Mit dem Speer. Nein, mit dem Schwert. Ist deswegen scheißegal. Ich werde rechtzeitig zurück hier für die Unterstützung. Demzufolge schicke ich ihn einfach mal hier runter und sage hier Break. Auch ernsthaft. Aber nur mit Spaß macht, wa? Huch! Kurzes Spiel ausgesetzt. Du. こちらから Nein, du sollst noch nicht kommen. Und noch zu früh, Kumpel. Toll, ihr müsst ihn hier rausholen. Sehen nicht irgendwie einen Rettungsstab oder so? Und dann mal für Minuten teleportieren, das klingt gar nicht mal so schlecht. Schnell bitte. Ich muss da oben abhauen. Wenn ich ihn platt mache und dann mit ihm schnell den platt mache. Also schnell ist natürlich immer so schnell gesagt, aber... Ich greife zwar mit dem Schnitt an, es könnte reichen. Und das tut's auch. So, weg hier. Ah, stimmt, ich habe gar keine für die Entfernung, wa? Waffe halt. So. Dann stelle ich ihn wieder mal hier hin, damit er da abblocken kann, weil da unten keinen Bock habe. Irgendwelche Feinde nachkommen. Du, ganz ehrlich. Ich können wir uns auch in der Combination kümmern. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar brüchige Wände. War das erste Mal, wäre natürlich cool, wenn Fogado schnell hierhin könnte. Oder wenn ich ihn nach unten entfliehen könnte. Wird zwar irgendwie eher schwierig. Gehen wir mal darüber. Stimmt, die ist noch brüchig. Ich kann mich sonst hier an die Engage-Felder wieder ran. Alter Schwede. Sieht eher doof aus, wa? Halt schon Power, kannst sagen, was du willst, okay. Dann auch hier erst einmal ab, vielleicht am besten sogar hier runter fürs Engage-Feld. Problem ist nachher nicht mehr rechtzeitig zurückkomme.
Okay, müssen wir nachher ohne machen. Mist. Ja, nein, geht schon, komm natürlich doof, aber was willst du machen? Es ist doch einfach so, wie es ist. Alle für einen. Ah, da unten kann eh nichts mehr machen, das heißt, ich kann auch hier mit dem angreifen. Auch ihn schon mal ein bisschen Schaden machen. Dann hat es Alfred nachher leichter. So, das hätten wir. Was könnte ich hier noch machen? Ich könnte hier schon mal durchbrechen. Ja gut, 0 Damage, das dauert. Jo. Ich würde schnell noch sagen, tschüss. Dem Typen. Und da er schon auf dem Rückweg ist, sage ich mal tschüss. Dann habe ich lieber ab. Ja, Heilmittelfeinden, komm. Wenn schon noch kann. Bei Bushiro Hector könnte ich auch noch, bringt's aber nicht großartig. Ich kann eigentlich eher immer noch schnell die Wand durchbrechen. Und in die paar Typen, da kommen wir jetzt auch noch an. So, da die Wände durchbrechen muss sie nicht. Elixier, nee, nicht vonnöten. Eigentlich müsstest du nachher mal ein bisschen heilen hier. Und Donnerschwert kritten ist auch eine Kunst. GG und so. Jetzt haben wir trotzdem da so einen Typ, warte mal. Dann tue ich schon Level 10. Diamant, da genau Level 5, wenn ich hier noch bin. Aber Protektion, das war wieder mal der Quatsch. Muss ich doch mal schnell angreifen. Von wo aus? Von hier treffe ich auch nicht. Aber, warte mal. Wenn Louis hier hinpacke. Sie greift hier mit Donner an, und zwar den Typen da unten. Kill ich ihn zwar nicht, aber er dürfte nicht mehr genug KP haben für Protektion. Aber ich setze voraus, dass er die Hälfte von seiner KP noch hat. Und die hat er nicht mehr. Das heißt, ich kann ihn finishen. Was? Was war das für ein scheiß Move, Ike? Ja, du mich auch. Zerstören, zerstören. Okay, ich sehe schon, ich muss Ike jetzt relativ schnell zerstören. Leck mich am Sacke. Erst muss ich hier durch. Diamant bitte schnell platt machen. Dann sammle ich alle da unten und dann, wenn Ike kommt, kommen wir zum Gegenschlag. Weil sonst sehe ich da glaube ich keine Sonne. Okay, ich würde ihn killen. Ich würde lieber mit ihr ja auf Ding gehen. Endlich mal ein bisschen heilen.
Das heißt, du greifst hier mal mit dem Sonnenbogen an. Kannst du deine Engage-Dinge ja auch auffüllen. Sie killt ihn ganz dezent. So, und jetzt muss ich gucken. Da unten haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Ike braucht noch eine Weile, das heißt, ich knüpfe mir erstmal die Typen vor. Das sind natürlich so verkackte Bogenschützen. Die keine Sau will. Ich habe eigentlich noch mal ein Ding, aber ich nutze es trotzdem. Okay, von Sicherheit bringen, du verschwindest auch, soweit es geht. Durchbrennen ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Nimmst auch noch ein Elixier, weil ich habe Angst vor Ike. Mit dir schnell hier runter und Pogativ nutzen. Nötig hätten es viele. Ich mach's jetzt mal hier. So, und dann lockst du den anderen bitte bis hier unten hin. Da ist ein Berittener, dann kannst du es so machen, also noch ein Elixier. So. Louis geht mal hier hin, dass er Louis angreift, ist eher unwahrscheinlich. Okay, ich fürchte fast, ich muss mich langsam sich um Ike kümmern. Er hat so nur 5 Felder, das müssen mir immer noch zum Vorteil gereichen. Das heißt... Ja, kommt man mit so Waffen wie Ragnell an. Heiliges Schwert vor allem, das heißt... Obwohl, steht so physischer Angriff. Ah, heiliges Schwert, nicht magisches Schwert, okay. Trotzdem sind 43 verdammt viel. Lieber Boucheron hinsetzen, weil er natürlich noch... Ja, wobei die Axt, da wird natürlich dann... ist auch doof. Ach doch, Louis. Dass Louis ihn abfängt. Das würde bedeuten, den Bogenschützen holst du dir. Oh, schon ein Engage-Time. Eigentlich müsstest du noch ein bisschen healen, aber komm. Gesagt 5 Felder waren, da kann mir keiner von denen... Mit Ragnell kann man 2 Felder angreifen. Oh, Ike. 3, 4, 5. Ja, dann kann er bis da unten hin. Okay, muss er jemanden hinsetzen, der blocken kann, tanken kann. Dann macht das Louis. Mit Tiki in der Kombi. Wir hauen hier ab. Was? So! Ups. Ja. Verteidigung. Er hat schon mehr Verteidigung, er greift trotzdem nur physisch an. Okay. Verzichte mal darauf. Momentchen. Wenn ich mit ihr hier abhaue, ist dort unten gerade alles Sense. In Sicherheit, Jungs, in Sicherheit. Mal kurz gucken, bis da unten war. Das heißt, er geht mit ihr bis hier hin. Da kommt Ike natürlich auch hin. Sag mal, Ike, was ist los mit dir? Ja, an so einem fucking Stahlschwert. Hätte keine anderen Sorgen. Ja, muss langsam sicher um ihn kümmern. Den guten alten Ike. Du weißt nichts, um die Defense zu erhöhen. Scheiß drauf. Okay. Ike geht aber auch auf ihn los. Das spielt momentan keine Rolle für mich, wenn ich ehrlich bin.
Das kriegen wir hin. So. Die Zeit wäre eigentlich vorbei, aber ich glaube, der Kampf hier dauert eh nicht mehr lange. Ja, der fucking Hammer, aber er steht natürlich direkt vor mir. Oder auch nicht. Ja, das war eben zu befürchten. Okay, Freunde, it's Engage Time. Ich könnte das sehen, dafür ist jetzt vorbei. Jetzt lege ich ja richtig los. Sehr gut, dann Engage Time. Mal ganz kurz gucken, was ich mit der Haus-Kombo, wo natürlich beide in der Nähe, da alles anrichten könnte. Viel ist es nicht, das war zu erwarten. Wir müssen irgendwie zurückdrängen, wa? Da wäre noch ganz nett. Ich glaube, ich will mit Timera selber nicht viel Damage machen. Er hat einfach viel zu viel Defense, da kommen wir nicht vorbei. Jetzt ist der noch im Weg, wo ich natürlich auch nicht vorbeikomme. Ja, dir geht's nicht gut, aber ich muss ja jetzt sowieso brachiale Gewalt anwenden, hilft alles nichts. Göttlicher Geist, so. Und dann mal gucken. Könnte ich theoretisch mit ihm viel Schaden machen? Oh ja. So weiß man, da haben wir gar nicht so viel Damage. Die Silberaxt haut rein. Meisteraxt, vielleicht mit Kriten, könnte was werden. Okay. Ich muss erstmal das bisschen, was er noch hat, irgendwie wegkriegen. Okay, er steht natürlich in einer saudoofen Position. Wo nie kein Schwein kriegt. Oh, warte mal. Was mit der Combo? Okay, vierte, wir sehen jetzt den Angriff, den Kombi-Angriff. Magieharmonie. Den Kombi-Angriff mit Byleth und einem Freehouse-Charakter noch nicht. Dafür wäre es uns noch ein bisschen zu eng. Dafür gehe ich jetzt hier auf Bündnis. Das sieht schon besser aus. Ich sage eine Hauskombo, aber immerhin. Ah, wäre natürlich schon gewesen jetzt hier mit, ja. Aber eigentlich steht natürlich noch eine saudoofen Position, ne? Der natürlich die Gespräche besser platzieren würde. Er kommt eigentlich nicht mehr vorbei, ja, keine Chance. So, kann ich mit ihr eigentlich noch irgendwas machen? Eher schwierig, weil ich meine, ich könnte ihn vermutlich killen. Wenn er mich vorher killt. Dann machen wir es Power gegen Power. Er hat eine hohe Crit-Chance, aber ich habe noch einen Weckungsstein und selbst wenn er mir alles wegkillt.
So, das war's mit Ike. Oh mein Gott, hey. Also manchmal kann man das sehr früh an, weil ich einfach zu hoch oben schon mit Boucherons und deswegen kam er. Was war der Grund? Oh. Migotoだ。よくこの試練を乗り越えたな。ありがとうございます、アイク。これから先の戦いは今まで以上に激しく厳しいものになるだろう。くじけそうになることもあるだろうが、それでも平和をつかみ取るためにあんたたちの戦いに退路はないんだ。そうですね。私たちが引いたら世界は闇に包まれてしまう。ですがそんな戦いを続けることができるのか少し不安にも思うのです。心配するな。あんたの力は見せてもらった。それにあんたには仲間や守るべき者たちがいるだろう。心が折れそうになった時はそのことを思い出せ。その絆があんたの心を奮い立たせてくれる。わかりました。その言葉を心に深く刻んでおきます。忘れそうになったらまた俺が思い出させてやるさ。そのためにも私の隣でいつも見守っていてくださいね。ああ、必ずあんたのそばにいる。ありがとう。これからもよろしくお願いします、アイク。 Ach ja, auch nach so vielen Jahren ist Ike immer noch an unserer Seite. Aber wohlgemerkt, hat gar nichts anderes zu tun, war. Mein Path of Radiance ist vorbei, bis wir Radiant Dawn spielen, dauert es noch eine Weile, vermutlich. Deswegen kann Ike ruhig bei uns bleiben. Für immer und ewig. Dem gefällt's so. Ah, geschafft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ja, natürlich jetzt die Kombi nicht gesehen zwischen beiden von den Freehouse-Charakteren. Das muss ich dringend noch nachholen. Wird wohl nur über die Haus-Kombo funktionieren. Und was ich auch dann mal machen muss, dringend. Erstmal Timir natürlich den Ring wieder geben von Ike. So, dann passt's wieder. So, einen Ring gegeben, aber gar nicht eingesetzt. Nee, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Auf irgendwas hinaus. Genau, Citrin mit dem. Nee, beziehungsweise hier. Die Ringkombi. Vielleicht sogar cool, dass ich in Edelgard-Ring vielleicht wieder jemand anderem gebe, wenn es nicht mehr so gut passt. Hier unten müssen wir mal gucken. Ich glaube, Citrin mit Diamant wird besser passen, denn im Freehouse-Ring einen Diamant geben. Irgendwas sagen, ich weiß gar nicht mehr was. Mist. Ah ja, doch, dass ich auch den Tanz der Götten wieder mehr einsetze. Natürlich jetzt auch versäumt. Also auch ein bisschen zu eng wurde. Aber so ist es manchmal im Leben, wa? Manchmal geht's nicht. Okay. Eigentlich wären wir durch, aber bevor ich es wieder mal vergesse, wir haben doch neue Fähigkeiten, oder? Das jetzt. Ah, hier. Okay, mit dem einen Schritt verlängert. Göttlicher Geist. Das wegen Level 5 kommt das automatisch dazu, wa? Ich kann vermutlich auch immer nur die Klasse-Fähigkeit haben, die ich halt erlernt habe. War zum Beispiel bei Freehouse auch anders. Also angenommen, Freehouse, ich meine natürlich Awakening. Angenommen, ich hätte jetzt wie bei Awakening hier mit Louis bei General eine Fähigkeit erhalten, wie jetzt hier die Klasse Rochade, könnte ich bei einem Spiel Awakening, also Fire Emblem Awakening, könnte ich mit Louis wieder die Klasse wechseln und würde die Fähigkeit trotzdem behalten. Weil ich einfach quasi einen Slot von 5 Fähigkeiten habe hier. Und natürlich rechts ganz viele Fähigkeiten, die kann ich einfach individuell zuweisen, wenn ich keine Lust und Laune habe. Ist halt, wie bereits erwähnt, hier ein bisschen anders. Magieharmonie. Anstatt dem Nachbarn Verbündeten mit Buch. Okay. Momentan eher ein bisschen schwierig bei uns, ja? Muss man da sagen. Aber egal, das war das Sidequest-Menü, Kapitel mit Ike. Ich würde sagen, im nächsten Part. Wobei, so viel ist auch wieder nicht. Der nächste Part natürlich erstmal hier aufräumen, vielleicht kurz zurück nach Somniel. Viel gab es ja eigentlich nicht für uns.
Da würde ich aber sagen, statt den nächsten Sidequest-Kapitel, also dem mit Byleth, würde ich eher mit der Story wieder weitermachen. Weil ich sonst das Gefühl habe, es dauert noch länger, bis wir den nächsten Meistersiegel kriegen. Und vor allem geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir gesehen haben, das Level von Byleth ist eigentlich noch ein bisschen härter vom Level her und so. Und deswegen, ja, wird erst ein bisschen später. Und ich hoffe, dass wir endlich wieder mal mehr Charaktere mitnehmen können. Immer nur so 8 bis 10 oder so, ist einfach nur scheiße, ey. Oh Mann, oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.